Live. Klappt das? Seht ihr mich? Hört ihr mich? Ich muss mal gucken, ob ich auf YouTube schon live bin. Das ist immer spannend. Wir sehen nie, klappt das nicht. Du hast Bild. Ist nach kein da. Mohammed ist da. Moja Mohammed Aisha. Moja Mohammed. Hörst du mich? Und dann mache ich ein Share. Moja Fanny. Ja, hört ihr mich? Klappt das? Salut Fred Le Monégasque. Also Share, Copy. Hier stehen auf Facebook setzen. Vielleicht interessiert das für den einen oder anderen. Und dann das den Videochat. Wie viel sind wir noch schon? 27. So, passt. Wir haben auf diesem Ekran sehe ich aber noch nicht. Ah, doch, du hast live. Testen ich etwas Neues. Da brauche ich nicht immer so weit noch für. Voilà. Okay, da komme ich bei euch zurück an den Livestreaming. Und das dann du. Was schreibe ich mal das schön? 12 Leute, super. Vielmals merci, dass ihr nicht vergessen. Also, boah, schon so viel Leute. Mohammed Aisha, scheiren dich, super. Fred, wir hören dich. Moja Jerome, wie geht es heute? Aus der Samstag, Sarah. Amadou. Den Lohn kein schlecht gelesen. Wafa. Badar Aldin. Mojan. Thea. Mojan, ich höre dich gut. Tanja Perdison. Mojan. Vielmals merci. Da du seht. Das ist ja fantastisch. Samstag sowas. Alvaro Asorto. Alvaro, sorry. Ja. Ich probiere heute etwas ähnliches. Das ist ein drittes Screen und do. Ja. Es gibt nicht viel Neues zu erzählen, ne? Ich bin immer noch in Quarantäne. Nennt den das so. Es ist schon lange nicht mehr für und her gegangen. Ich bin da ganz froh, dass ich heute oben mal der sterbe, ein bisschen schon schnüssen, chatten. Bedeutet mir ganz viel. Ich weiß auch, dass heute Ostersamstag ist und dass andere Prioritäten hat, wie heute diesen Videochat mit mir zu machen. Das ist aber nicht schlimm, also ich verstehe das total. Wenn ihr nicht da seid, das ist auch nicht schlimm, dann könnt ihr da noch am Archiv auf meinem YouTube-Kanal nachgucken. Ja, was tun ich erst dann für Programm heute mitgebracht? Ich mal den Scroller aus. So, lass den Scroller nicht mehr da. Und ja, mein Programm heute ganz einfach, nicht kompliziertes, Samstag sowas. Gucken wir mal. Moja Lachswach. Also heute ist die Kur vom 11. April 2020. Meine Nummer ist tatsächlich immer nach Jerome Lulling. Moin, wie geht es? Alles an der Reihe. Merci, dass ihr es mitmacht. Dieser Videochat ist für jeden, der gerne Lützeburg schlägt. An der Ostervakanz organisiere ich all da ein Atelier oder einen Workshop. Abgepasst ist schon den Heeschnapp. Rhume de Foin, Hay Fever. Der Morgen hätte ich keinen Chat können machen. Mein ganzen Hust war alles so schrecklich. Aber ich meine, geht ein bisschen besser.
De Programm. Ja, hey, da tun wir schon alles gemacht. Lo, als der Videochat Nummer 20 gewesen, haben wir über die Artikel geschwärzt, und Berufe und so weiter. An Haut wollte ich mal dir etwas ganz Einfaches machen, den Datum. Einfach, mehr super praktisch und wird quasi alltag gebraucht. Den Datum. Und da sind auch andere Sujets, wo ich etwas proposieren. Wir können auch Sachen, die wir schon gemacht haben, nach ein Jahr machen. Ne? Guckt erst den Videoclip nach ein Jahr an und dann wird er so, oh, ich habe immer noch nicht verstanden. Reagiert, schickt mir eine E-Mail. Wenn das dann alles sagt. Moin Michel, moin Nashid Alrim, moin Gis Dux. Lachswar schreibt, Michael, du schreibst ganz gut. Tipptopp. Ja, wie gesagt, also der könnt immer einen Wunsch ausdrücken per Mail oder auf Facebook. Und da guckt mich, dass ich etwas präpariere. An Punkte Vokabular haben wir auch schon eine ganze Reihe gesehen. An Haut wollte ich den Sprachentest machen. Und noch ein bisschen über Ostern schwätzen. Aber keine Angst, ich mache nicht den ganzen Sprachentest. Der Sprachentest ist relativ groß, ich mache just einen kleinen Teil davon. Okay? Also, das ist nicht der ganze Test. Das ist just ein kleiner Teil davon. Und da sind auch andere Optionen, Möglichkeiten, die wir haben, für Vokabeln zu trainieren. Dann wollte ich ein bisschen Reklam machen für mein Sprachenspiel. Ja, das fand immer noch Roberto.lu. Das ist die Nummer 65, das Kaya. Moje Giselle, moje Batol, moje Coca. Und ich bin immer froh, wenn der etwas schreibt. Das ist nicht schlimm, wenn er es falsch schreibt. Ich verbessere nicht direkt. Ich schreibe nicht. Aber wenn ich es beim Fehler lese, dann verbessere ich es direkt, wenn ich es gesehen. Ja, Sarah, auf dem Site vom Institut National des Langues, da findet ein Exemplar von einem Sprachentest. Und wir machen halt einen Teil davon, einen kleinen Teil. Ich mache auch nicht den ganzen Sprachentest. Das hält viel mehr Zeit weg. Stellen da dann verschiedene Etappen ab. Und die, die noch nicht da sind, die können dann eine andere gucken. Wow, schon 30 Leute gucken, vielmals merci. Also wie gesagt, Sprachspiel, gesehen daheim, kriegt er einen froh und dann muss er für Optionen gucken und dann siehst du da die richtige Antwort raus. Das ist gratis am Site von rtl.lu. Dann, ja, den Datum, ich wollte aber nicht direkt mit dem Datum aufhängen, ich wollte auch noch erst ein paar Sachen Internet weisen. Und zwar, ich bin heute gefragt, wie es meiner Tata geht. Mein Großtata hat eine neue Sendung abgeholt. Die heißt Riecht raus und die könnt ihr auf Apart TV gucken. Und auf dem YouTube-Kanal. Und da schwätzt sie über die aktuelle politische Situation. Zusammen mit einer guten Freundin von hier, dem Simon Weissel, das ist eine Politikerin. Voilà, an der Chambre. Sie ist nach der Deputierten, also Madame Weissel. Und mein Tata hat ein ganz komisch Cap an. Ich habe gesagt, Astrid, du hast ein Schwammkap an. Ja. Das ist ein Hut, aber das sieht ein bisschen komisch aus. Ich schicke erst den Link, da könnt ihr den gucken, wenn ihr letztens bei der Politik interessiert, dann noch Internationalpolitik. Was schreibt Alexandre, salut, Clementine, salut, merci, dass ihr gucken kommt. Dann wollte ich ja schon aufmerksam machen auf die Facebook-Seite von Apart TV. Apart TV ist ein Televisionssender hier zu Lützeburg. Ich hoffe, wir haben mit denen zusammen, meine Großeltern schaffen viel mehr mit denen zusammen. Aber sie haben etwas ganz Besonderes diese Sonden, also moi, weisen sie den Film Le Club des Chômeurs von Andy Bausch. Wenn der also Apart TV kriegt, das ist nicht über Internet. Also, sie haben zwar einen YouTube-Kanal, aber ich meine nicht, dass der Film auf YouTube-Kanal zu gucken ist. Wie gesagt, guckt auf der Tele, Apart TV,
diese Sonde um 20 Uhr wacht. Also moi könnt Club des Chômeurs vom Andy Bausch. Voilà, das war die Reklam. Lass war Fred, mich wirst du Ostereier gefärbt? Nee. So kein Ostereier gefärbt. Dann wollte ich euch auch weisen, RTL doch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar, wo haben sie das hier gesagt? Ah, da. Den gratis Jungle-Streaming über Osterdeeg, das echt Osterei. Und auch der Letzteburger Kanal-Literaturklassiker Maus Catty. Maus Catty ist super Bekanntheit zu Letzteburg, das ist eine Geschichte von einer kleinen Maus, die hier Freundin besichern geht. Und ich meine, das ist eine ähnliche Geschichte, geht doch am französischen Le Radio Campagne oder Radio Ville oder so etwas. Bon. Der könnt da gucken im Internet, hier ist der Link für Maus Catty. Alexandre, ja, Club des Chômeurs, der Film ist auf Lützeburg. Also das Lützeburg, hauptsächlich Lützeburg, mit ich weiß noch ein bisschen Französisch dran. Ja, also wie gesagt, Maus Catty, eine Laustergeschichte, das wird zu laustern. Wie gesagt, das dann aus, weil da könnt ihr das schön mit Video gucken und laustern. Und den anderen, der andere Osterei, das ist also der gratis Jungle-Streaming. Voilà, manche ist auch dabei. Die Osterfee und das echt Osterei. Und da hat er auch eine kleine Geschichte. Voilà. Moin Melraf, moin alle Guten. Michael schreibt, wie Country Mouse und City Mouse. Der hat die Geschichte auch in Amerika. Okay. An der Fredlen Monegaski schreibt, Sinani op Norwich. Okay. Wie gesagt, das ist gratis, alles auf Freiheit von jungly.com. Mehr hat ja schon darüber geschwärzt, wenn ich das interessiert. Das war es für meine Reklamenaktion. Mein Domenico. Dann schaffe ich heute mit der Broschüre von der Gemeinde Lützeburg. Da ist der Link. Voilà. Ich kriege auch gratis. Da ist der PDF. Und da sind Audiosdateien. Und für den Datum schaffen ich dann mit der Seite schmengen das 32. Ich hatte viel überlegt, Männer sind verschwunden. Mal gucken. Jupaida. Voilà, da war es. 12. Und da gehe ich zurück an mein Word-Dokument. Den Datum. Also, wenn ihr wollt wissen, was für ein Datum ist heute, da stelle ich mir die Frage normalerweise, was für ein Tag ist heute. C'est quel jour? Was für ein Tag ist heute? Wir können auch noch sagen, de wievielten ist heute? C'est le combien aujourd'hui? The how many is today? Das ist ein bisschen komisch. De wievielten, pardon, ist heute? Aber was für ein Tag ist heute, das klappt tipptopp. Das fragen schon immer meine Schüler, wenn der Kurs anfängt. Und dann einfach den heute ist Samstag. Und dafür habe ich auch die verschiedenen Wochen, die ich abgeschrieben. Also die 3 verschiedene Möglichkeiten. Ja, das letzte Mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Mit der können aber auch den EG ersetzen durch EN. Und dann ist es Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist ganz egal. Die 2 Versionen funktionieren. Passt aber, wenn ich gebe ab, wenn der am N schafft, da wisst den N, die kann wegfallen. Ich so meistens mit N. Also Montag gehen wir schaffen, weil das mir einfach auszuschwätzen wie Montag.
Aber die zwei Versionen sind total okay. Und dann noch eine dritte Version, und das ist mit S. Meindes, Dünstes. Seht ihr das gut am Ekran? Meindes, Dünstes, Mittwochs, Donnerstes, Freides, Samstes, Sonndes. Moja Nicole. Wo den eng froh? Ist das soweit klar? Das muss er also irgendwie auswendig lernen oder ich weiß nicht, was ich dazu noch kann sagen. War die Belo interessant, dass das dann die nächsten Teil, hau das Samstag und dann den 11. April 2020. Du gesehen er 11 an nach den 10. Wir sollen also nicht le 11, wir sollen le 11e, den 11. Dann hängen wir T-E-N dran, an den N kann natürlich auch immer wegfallen. Und hier kann den N auch wegfallen. Und ab 20, da soll man nämlich 11. mit da geht der 20. S-T-E-N. Weiß nicht, steht an der Broschüre, versteht ihr mich besser hoffentlich. Weil das ist den Unterschied zwischen Kardinalzahlen und ordinalen Zahlen. Für den Datum holen wir hier die Rätskolumne, also ordinal. Und dann nur hier den 1. April. Die 1. Das ist ein enger Kurs, hat das die 1. Frau am Weltall oder das 1. Kant, das den Examen gepackt wird, was auch immer. Beim Datum da sind wir den 1. Und dann den 2., den 3., den 4., den 5., den 6., den 7., den 8., den 9., den 10., den 11., den 12., den 13., den 14., den 15., den 16., den 17., den 18., den 19. Und dann ab 20, den 20. Oppassen, den 20., den 21., das geht dann so weiter, den 22., den 30. an Maximum den 31. Das ist ein Trick vom Datum. Voilà, les Freunde. Wo ist denn froh? Alexandre, meindes, das hängt nicht von der Region auf. Also meiner Meinung noch nicht. Aber meindes mit S, das heißt all Meinden, chaque lundi, every Monday. Das ist ein Unterschied. Mit S hat eine andere Funktion. Meindes, every Monday, chaque lundi. Und der Friedle Monegaske schreibt, Samstag, den 11. April. Hat schon nicht richtig erklärt, Bartol. Wenn ich so nicht mit S, das ist every Monday, every Tuesday, chaque lundi, chaque mardi. Ich werde ein bisschen zu sehr gegangen. Boah, ich kann euch ja doch noch kurz weisen. Also, das war dann hi. Do. Also, Meindes oder Meinden, das wieder Welt. Mit S, das ist dann all Meinden. Zum Beispiel, wenn der Kur hat, zweimal an der Woche, Meinden am Mittwoch, das ist oder schon Meindes am Mittwochskur, weil das all Woche, c'est chaque semaine. Un chasseur sachant chasser son chien. Das ist alles nicht so einfach. Ein Dickdecken unter deiner dünner Dämm. Der Fresch springt auf den Hege stehen. Ja. Voilà, hat sonst keiner etwas geschrieben? Nee.
Naja, das war dann noch schon für den Grammaire-Stil haut. Also, die MP3-Broschüre mal gemacht, Seite 33. Und als nächstes, was könnt dann? Der Sprachentest. Naja. Geschieht. Also, wenn ich an Zukunft Lektion auffange und ich froh, was für ein Daras haut, da so der die andere Seite. Haut aus den an den Datum. Auch wenn ich es nicht höre. Der Sprachentest besteht aus ein paar Delen. Und haut wir den Deal mit der Foto. Donc, le test pour la double nationalité, le test de langue, il est composé de plusieurs parties et aujourd'hui on va faire la partie avec la photo. Today we will do the part with the picture, so we will not do the whole test. Und für den Deal mit der Foto gebe ich euch einen kleinen Tipp. Der kriegt also ein Foto und der muss die beschreiben. So you get a picture and you have to describe it. On vous donne une photo et il faut la décrire. Aber was ihr immer könnt benutzen, das wenn ihr ein Foto habt, dann könnt ihr immer so ein oben links, en haut à gauche, und dann habt ihr natürlich auch oben rechts, en haut à droite, und top left, und top right, und dann an der Mitte, in the middle, au milieu, eine links und eine rechts. Das könnt ihr bei allen Bildern benutzen. Ihr müsst schon aufpassen, wenn ihr so anfängt, oben links, dann muss er dann Verb setzen, gesehen, und dann die Version ich. Oben links, gesehen ich, und so, da war der gesehen. Okay? Ist das, komm, als das an ihrem Kopf, hat das verstanden? Aber ja, wie gesagt, dann so ein Sprachentest aus. Dann geht auf die Seite vom INLL.lu, Institut National des Langues. Voilà. Und da steht ja, dass SOAS bis den 3. Mai inclus. Les cours à distance seront maintenus. Ja, aber hier ist kein Kurs, ich meine aber weiter. Das war ganz, das ist mir egal. Dann hat er Tonnen Rubriken. Und die Rubrik, die erst interessiert, das ist Nationalität, Examen, und oder Épreuve du Sprachentest, Exemple d'épreuve. Und die machen wir, lo. Seid ihr da im Ekran, Exemple d'épreuve. So. Und da seht ihr hier am Exemple d'épreuve die verschiedenen Teile. Expression orale, du musst da schwätzen, da kriegt ihr ein Entretien oder ein Gespräch. Und den zweiten, das ist über den Hobby oder über Arbeit, das können wir ja nicht machen. Und den anderen Teil, das Bild beschreiben. Und den Teil machen wir Haut. Bild 1 und Bild 2. Und dann hat er noch, den zweiten Teil vom Sprachentest, das als Compréhension oral. Also Expression, da muss ihr schwätzen, a Compréhension, da hört ihr. Sind denn da für Compréhension oral? Ja, okay. Da kriegt ihr Fragen, ein QCM, und hier hat eine Audiodatei, die könnt ihr telechargieren, und ein Antwortblatt. Dann hört ihr Fragen, und dann muss ihr die richtige Antwort ankreuzen. Der braucht nichts zu schreiben. Pas besoin d'écrire, juste cocher les bonnes cases. Dann machen wir auch ein Kehr. Aber wie gesagt, heute machen wir Bild 1 beschreiben. Da klicken ich da drüber und da sehe ich die Datei. Voilà. Das Accès libre, Südfrei kann das benutzen, Südfrei kann das probieren. Ich will okay Code oder irgendwas angehen.
Also, das Niveau A2, für zu schwätzen, das Niveau A2, und beim Verstehen ist es B1. Wir haben also schwätzen, ein Testbeispiel, mündlichen Ausdruck, voilà. Zweiten Teil, ein Bild beschreiben, was gesehen ihr, beschreibt die Situation, die Aktivitäten an Personen. Und dann die Cheffoto. Voilà. Und da will ich lo gesehen pur Reaktionen. Was gesehen ihr auf dieser Foto? Stell dir vor, wir wären lo an einem Examen, via Skype, Audio. Aber hier ist eben ein Videochat, hier könnt ihr lo schreiben. Ja, schreibt kein etwas. Was gesehen ihr dann auf der Foto? Was siehst du auf der Foto? Kein will etwas sagen, kein will etwas schreiben, kein will sich blamieren. Delic Natalia. Das ein Markt. Ein Markt. Unika. Lachs war seht, kein Social Distancing. Hey, clever. Ja, schreibt mal ein paar Sachen. Ich komme direkt drauf. Kuckuck. Moje Rocke. Also, was schreiben die Leute dann alles schön? Über links gesehen ist Tomaten. Nee, nicht über links, das ist eine Rätz. Und damit gesehen ist viel Leute, ja. Die Leute sind Markt, nicht am Markt. Die Leute sind Markt. Was schreibt er mal danach schön? Kein Quarantäne, schreibt den TA, ja. Moje Nabil, moje Rocke. Ich meine, wieder als schön, ja, das kann ich immer so, ne, das schön oder es regnet. Ich sehe viel Gemäß. Perfekt. Vielleicht auch Obst. Was da können Aprikose sehen. Den Amadou hier schreibt am Vordergrund, wie sieht denn am Vordergrund? Ja, am Hintergrund und am Vordergrund. Seht den so am Vordergrund. Wir sehen mal viel Obst und Gemäß. Den Ismail hier gesagt Reham. Maja, das war, dann hörst du super gut an, weil ich gesehen kein Reham. Du Jambon cru. Warte, Verleihus Lux SC. Michel Fred, wo sind Masken? Ihr könnt Kleider auch beschreiben, gut, ja. Die Leute sind Licht ugedoen. Ismail, ich gesehen Melonenwasser. Das ist umgedreht. Ich gesehen Wassermelone. Ich weiß nicht, ob das Wassermelone sind. Das ist etwas Großes. Das ist vielleicht auch einfach Melonen. Also. Ja. Aber was schreibt er danach? Die Eladam analysiert Dwur. Sie schreibt Marchandise. Nee, das so mal. Mir so ein Dwur. Ja, sie analysiert Dwur.
Längs, ja, du gesinn ich Aprikosen. Was tun wir noch? Längs gesinn ich Melonen. Ich gesinn längs Melonen und Tomaten. Tomaten sind Rätz, ja? Längs gesinn ich Optionen. Was sind Optionen? Ich gesinn eng Alfra mat enger Marinière. Was das Marinière? Eng Alfra guckt Melonen. Madame huet de gestreiften T-Shirt. Gestreiften. Muss Adjektiv setzen. Ne? Tomate sirot. Plurial. Et muss warm sinn, ja, das sche wieder. Nicole seit gesagt, kein gut Ham aus segem Land. Pas de bon jambon de mon pays. Der könnt doch so weiter nicht gesehen. Ja, effektiv. Das wird als schön, das am Sommer, ja. Aber du seht am Viergrund à l'avant-plan. Ja, das interessiert mich aber. Da gehen ich das gucken. LOD.lu. Ob sie das wohl dran haben. Nee. Das ist just Hintergrund. Hintergrund, ja, aber nicht der Vordergrund. Oh, das geht nur anders geschrieben. Auch noch. Ja, da kommt schon zurück. Wo war der Videochat? Das am Vordergrund mit IE. Ja, für was nicht? IE, weil es sind zwei Konsonanten und am Vordergrund. Richtig, und am Hintergrund. Ich heiße Joao aus Portugal und ich lerne ein bisschen Lützebäuerisch. Perfekt. Madame, heute ein Gespräch mit der Verkäuferin. Aber ich sehe keine Verkäuferin. Ich sehe einen Käse an ein Wo. Das kann ich noch schreiben. Ein Käse an ein Wo. Über links gesehen ist ein bussiges Zeichen. Das ist so, das ist kein bussiges Zeichen, das ist ein Pfeil, den durchgestrahlt hast. Du darfst nicht hingehen. Das Leute dürfen nicht reden, richtig. Marinière, ce sont les habits avec des bandes blanches et bleues horizontales. Ja, gestreiften T-Shirt. Madame wurde weiß kariert hier, Mann. Hast du eine Madame oder ein Herr? Du. Also du hast mit Streifen und hier ist blue kariert. Geschieht einmal du. Jean-Paul Gaultier schreibt Sarah. Boah, ich meine, der gesieht das Prinzip. Den Herr oder ein Carbon. Der beschreibt Situationen. Was wollten sie? Situationen, Aktivitäten, Personen, voilà. Wir können vielleicht auch noch ein bisschen von ihr selber etwas sagen, ob die auch DAX Kaffee geht auf dem Markt oder nicht. Voilà. Madame hat die Short und sie hat Kebrel und sie können auch noch über Tor schwätzen. Sie hat Grauhaar, sie hat Braunhaar, sie hat Langhaar, sie hat Kurzhaar. Boah, das ist tipptopp. Der Pap von der Marinière ist Jean-Paul Gaultier. Merci Sarah. Tipptopp. Voilà, da gehe ich zurück an mein Dokument. Also, der hat das verstanden. Über links, über rechts, an der Mitte, innen links, innen rechts. Und dann hatten wir auch noch gesehen am Hintergrund. Und am Vordergrund, das habe ich dann auch gelernt, dass da mit IE geschrieben wird. Merci. Super, super, super. Das Eisen ist gering. Was für ein Eisen? Die Stangen da.
Die Stangen da, ja. Die Eisen. Das ist fair. Iron. Die Eisenstange sie gering. Oder einfach die Stange sie gering. Ja? Macht es nicht mehr kompliziert. Du geht das KISS-Prinzip. Keep it simple and stupid. Das Niveau A2. Es geht nur nicht darum, für alles an die letzten Details zu beschreiben. Klang einfach Sätze. Ich weiß nicht, ob es dafür auch einen Ausdruck am Französischen gibt. Aber man der nicht selber geckisch, weil da zu viel komplizierte Sätze will formulieren und dann macht er Fehler. Einfach. Wo ist die Platz? Ich weiß es nicht. Wir schwören nun zu Lützeburg. Ja? Aber ich weiß es nicht. Kann ich nicht so. Merci, merci. Also, das war ein Teil vom Sprachentest. Man macht nichts Kerpes ernst. Das ist ja noch ein Foto da. Wir können noch einfach so Fotos holen und die dann beschreiben und die können wir da bauen. Oder an den Atelier. Perfekt, vielmals merci. Und du hast den etwas geschrieben, was hat da geschrieben? Ja, das wird effektiv schön. An Facebook hat auch etwas geschrieben. Oh, da sind Leute von die delen mein Videochat. Merci, merci. Merci Liliana, dass das lief. Ja, voilà. Und 42 Leute die gucken, oder das ist ja fantastisch. So, da komme ich zurück bei meinem Plan. Was wollte ich nachweisen? Ein Artikel über Ostern auf Wikipedia. Oh, das ist ja Ostern. Da gehen wir mal gucken. Ja, das dann. Ja, dann bleibt du. Ostern sei. Samasale. Moyen. Samasale Jury. Gern geschieht, Nicole. Bis nächstes Jahr. Also, Ostern. Das ist ein Artikel hier aus dem Wikipedia. Mal checken hier stehen. Aloha Hina. Wie gesagt, ich bin ein riesen Fan von Wikipedia. Ich weiß, das ist nicht immer alles 100% richtig. Aber wenn ich vergleicht, was ich früher zur Verfügung hatte, dann würde ich in der Bibliothek gehen und da ja Bücher kaufen und bla bla bla. Und habe den direkten Access, also das ist schon immens. Und das heißt, die letzte Version von Wikipedia, ich lese ja schon nicht den ganzen Artikel, aber just den Extra, wo ich fand, das relativ einfach ist. Also Ostern, ich mache vielleicht noch ein bisschen mehr groß. Ostern aus dem lateinischen Pascha, dem hebräischen Pessach, ich weiß nicht, wie das ausschwätzt, ist am Christentum das wichtigste Fest am Jahreslauf. Wichtigst, das ist Superlativ, c'est la fête la plus importante, the most important fest celebration. Ob Ostern Gott und Auferstehung von Jesus Christus erinnert, Auferstehung, das Resurrection. Weil der Fest aus, das kein festen Datum hat, wird traditionell um 1. Sonntag und um 1. Vollmond am Frühjahr gefeiert. Ja, da geht es um den Datum. Den Deal los mal weg. Der könnt das da eben gucken, das ist kein Problem. Und dann habe ich Herkunft, das ist les Origines von dem Fest. Und da steht, seht ihr das alles? Ich ein bisschen mit klein machen. Wo steht, wo ist das Datum, ja. Tierkunft. Ich meine, das gesehen da nicht alles. Wie kann ich das da machen? Aber ich lese mal vor. Neben Christtag als Osterfest von den bedeutendsten Feiertagen in vielen Ländern von der Welt. Bedeutendste, one of the most important.
un des plus importants jours fériés, Feiertag. Ja, das Problem ist, dass du heute tatsächlich die blöde Rand da hast, an die kriegst du nicht weg. Aber wenn ich das heute mache, was geschieht dann? Da kann ich es so verschieben. Ja, gesagt. Und dann, was man sich an viele Länder von der Welt, ja, Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu für seinem Tod und Kreuz, so wie das Evenement am Neuen Testament beschrieben wird. Dann Christen feiern, il fête la résurrection, die Auferstehung für Jesus, nach seinem Tod, also après sa mort à la croix, after his death on the cross, so wie das Evenement am Neuen Testament beschrieben wird. Urchristlichem Glauben ist das am dritten Tag nach seinem Sterben geschieht. Urchristen, das sind les tout premiers chrétiens, the very first Christians. Das sind am dritten Tag als ein Oberstern. Wobei den Tag für seine Mord als Todestag gilt. Donc, le jour de sa mort, c'est ça s'appelle Todestag, oui. Le jour de son assassinat, Mord, ja. Das ist ein Todestag. Eine Schilderung von der Auferstehung gibt es nicht, allerdings gibt es aber Berichte an Erscheinungen von dem Obersternenen. Sein eidelt Graf, eidelt mit T, weil Graf ist sächlich, an Verkündigung von einem Engel. Eine Schilderung. On ne raconte pas, il n'y a pas de Schilderung, wie kann ich das sagen? Wie übersetze ich Schilderung? Pas d'histoire, pas de document peut-être, von der Auferstehung. Mais il y a des rapports. Es gibt aber Berichte an. On a aussi vu le Christ ressuscité en Erscheinungen. Und gibt sein eidelt Grab, sa tombe qui était vide. He's empty. How do you call it? The place where he was put to rest was empty. An Verkündigung von einem Engel. And there was also an angel who said something. Un ange qui est venu déclarer la résurrection. Voilà. Der Name Ostern kommt wahrscheinlich aus dem Allergermanischen und hat etwas mit der Himmelsrichtung Osten zu tun. Ça, c'est les origines du mot Ostern. C'est donc en français Osten, ça c'est l'Est. Die Sonne, die am Osten abgeht, gilt am Christentum als Symbol von der Auferstehung respektive Zurückkommen von Jesus Christus. Die Gros von den Ostertraditionen kommen aus heidnischen Kulturen an keltischen oder germanischen Ursprung. Heidnisch Kulturen, die Kultur païenne. Sogenannten Osterhues geht zum Schluss im 17. Jahrhundert, am Jahr 1682 für die erste Kehr annimmt. Und den Osterhues, c'est le lièvre. The Easter Bunny, or how do you call it in English? Ihr könnt also 1682 eine erste Kehr für. Das ist nicht ganz klar, was genau den Zusammenhang vom Osterhues mit Ostern ist. Wir am Laufe von der Zeit, wo sich den Osterhues als ein Ostereier zum Symbol von Ostern entwickelt. So we don't really know what is the link between Osterhues and Ostern, but somehow the symbol of the rabbit and the eggs became the symbol of Easter. Donc, on ne sait pas trop le lien entre Pâques et le lapin ou le lièvre et les œufs, mais avec le temps, les œufs et le lapin sont devenus les symboles de Pâques ou des symboles de Pâques. Voilà, das ist die Geschichte von Ostern, ganz reduziert. So kein theologischen Expose, schon hat einfach halt viel gelesen, was auf Wikipedia steht. Probiert ein bisschen zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt. Aber ich schon gemeint, aber auch etwas Kleines über Ostern haut, müssen zu sagen, weil das ja aber an der ganzen Welt gefeiert wird. Auch nicht, was wir nicht feiern.
Ja, und ihr könnt auch Ostern am Livestream gucken. Das ist dann hier auf der Internetseite von kathol.lu. Und das ist lo am Gange. Ja. Ich setze nicht das dann hin. Da der Livestream. Und die geht doch lo auf YouTube. Also da das Programm. Da könnt ihr den da gucken live. Und auch auf YouTube. Sie haben auch lo einen eigenen Channel abgemacht. Und nicht lo, der geht schon mal lang. Ich weiß es nicht. Voilà. Man 175 Leute gucken in einem Moment. Toastamos an der Kathedrale zu Lützeburg. Ja. 175. Aber mehr gucken da 40. 165 bei Ihnen und 41 bei mir. Lös. Der kennt da aber auch. Weil du so, du hast das verpasst, wenn es dem Jerome Sänger. Der könnte aber auch High gucken. Wo war das? Wo hast du das gesehen? Da. Der Vatikan. Das ist auch auf Französisch, Portugiesisch. Weil auf der Internetseite kathol.lu könnt ihr auch ein Nolo 9 Uhr Mensch geht das lass Ostern mit dem Popst gucken. So. Das ist ganz traurig. Das käme nicht so. Ich finde das geduld. Bon. Das war dann mein kleiner Ausflug. Du kannst eine neue Kirche machen, schreibt den TH. 4 für die katholische Kirche, schreibt den Alexandre. Giselle schreibt, der sind Symbol von der Renaissance. Nabil fragt mich, eng froh über das Land. Schwätzen die Leute überall selbst? Oh nee, am Eisle kusi ganz andere Dialekte wie am Süden. Das geht nicht so einfach. Aber auch am Zentrum an der Stadt selber, zum Beispiel als Nationalhymn, die heißt uns hemischt. Aber ich so niemals uns, ich so ein Eis. Und dann hat er ein Schmussel, da so ein Eis und so ein Eis. So. Also wir haben nach immer viele Variationen. Pardon. Und das ist nicht so einfach für ihr als Spruch zu lernen. Ich kann mir das vorstellen, ja. Battle, wir wünschen euch alle auch schön Ostern, das ist ganz lieb. Ich sehe noch Haut mit Erschei auf Ostern, Samstag. Das ist nicht schön. Ja, und dann sind wir bald fertig. Was wollte ich nachweisen? Was kann ich noch? Wir kriegen ein kleines Kado, ein kleines Oster vom Tessie. Kennt der Tessie noch? Hat uns so eins geholfen. Und auf meiner Internetseite oder auf der Internetseite exercice.lu von der Exercice. Und hat den neuen Exercice entwickelt und hat mir den geschickt. Und schon mit dem Jury diskutiert, dann mit dem Komitee, und wir lange evaluiert. Wir haben dezidiert, ich setze den Exercice auch bei Klasse A1, bei dem Niveau A1. Und zwar sieht sein Exercice so aus, das passt ja irgendwie ein bisschen bei Thema haut. Es geht um Farben. Les couleurs. Voilà. Den Exercice wird Tessie gemacht für uns. Dann braucht er just die Farben anzutippen. Ich gucke, könnt ihr ja den Exercice gesehen. Zum Beispiel hier, das hier, was für eine Farbe ist das? Richtig. Weiß. Und das hier, was für eine Farbe? Ja, das scheren ich nicht. Giel. Ja. Voilà, dann jetzt klicken und dann gesehen, oh, das ist richtig und die anderen nicht. Bild aus der Junge Jerome. Ja, das ist für Facebook automatisch.
Voilà, das ist also schon der Schluss vom Kurs. Wo sind wir hier? Da. Dann, oder wie immer, wichtig, ja, Battle. Merci, Michel. Ja, Amadou. Der Fadia sieht orange, ja, das ist neben drin. Bon, also wichtig linken, bonjour.delu, exercice.delu, Quizlet, LOD, lb.wikipedia.org. Mein Kontaktadressen immer nach selbisch luxtico@gmail.com, facebook.com/lulling, twitter.com/jerome-lulling, youtube.com/luxtico. Merci, dass ihr so gut mitgeschafft habt. Der Videochat von der Hai auf YouTube. Alltag, von Montags bis Sonntags. Immer 8 Uhr. Wird noch Ihnen froh? Was sollen wir mal machen? Es war ein ganz interessantes Exposé, Sarah. Wikipedia. Das ist nicht von mehr. Wikipedia ist ziemlich impressionant. Aber bon, muss ich gucken, ne? Ist das doch immer richtig, was sie da schreiben? Ne? Das weiß ich nicht. Einen schönen Ostertag bis am Montag. Lachswaar. Ich bin noch mehr hier, ja? Sonntag sind ich auch hier. Moi, ich bin alle hier. Ich mache keine Pause. Was soll ich machen? Nun ist halt etwas zu tun. An dem Moment kann ich überhaupt nicht für ein Tier gehen, weil da so nach Pollen und Heschen habe, ich muss die ganze Zeit netzen und bleiben schon angespannt. Ger geschieht, Samasale. Und Dauerzeit ist immer mehr Dauer. Nur ist Kirche online. Wahrscheinlich auch um 11 Uhr. Nur ist ein Urbi et Orbi. Danke, Jerome. Merci, Jerome. Gern geschehen. Ich wollte nur just noch etwas Kleines testen, ob das klappt mit dem Ton. Vielleicht können wir dabei helfen. Wenn ich auf mein Facebook gehe, dann habe ich hier einen Clip, den ich Lützeburg lehre. Aber was geschieht, wenn ich den starte? Ich weiß nicht, ob... ich meine, da muss ich den Ton hier ausmachen, sonst kriege ich ein Feedback. Den Ton ist aus. Und ich den starte. Hey dir etwas. Hey dir etwas. Hey dir etwas. Und das sind alle Clips, den hatte ich gemacht über eine Polizeikontrolle. Giselle schreibt, schön Österreich bis morgen rum. Michel schreibt, nee, hat er ja nicht. Den TA sagt ja. Ja, die hört mich. Wir hören da auch den Clip. Der hört das Video nicht. Okay. Und ich will den Ton ummachen. Lo müsste etwas hören, aber dann ist da wahrscheinlich Eco-Feedback und so weiter. Das ist nicht gut. Enfin, ich teste das dann, ich gucke das dann oben ein. Viel. Ah nee, ich habe etwas vergessen. Richtig, ich muss ja dann auch den Desktop ummachen. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Im Moment schon. Desktop ist high. So. An direkt Bayerweise. Wann ich Klift, Monsieur oder Madame, Hallo, Herr Bayern, ich hoffe nicht, dass alles an der Reihe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lulling.
Jerome, wie war dann die Polizeikontrolle? Hat alles geklappt? Was hätten die Herren da gern von der gehabt? Das alles an der Reihe. Es war eine ganz normale Verkehrskontrolle. Sie wollte meine paar Bayern kontrollieren. Merci, Meine Michel. Identitätskarte, mein Das klappt Führerschein, meine Vignette, Assurance, paar Bayern vom Auto. Giselle sieht, ich höre den Clip nicht. Und dann schon ein bisschen an der Recherche bloßen, ja. Bon. Aber was war das Resultat? Ich mal mal nach 0,0. dem Ton vom Clip Du weißt ja, aus. dass ich während meiner schappischer Gesundheit keinen Denker Mensch, Alkohol du mal kann noch trinken. mit der Mensch geht das schon. Ich Das teste ist auch das gut noch, so. denke ich. Gucke das, denke Es ich. geschehen viel zu Merci, viele alle Guten. Accidenten auf unseren Au revoir. Straßen, wenn es die Leute zu viel getrunken haben und dann am Auto fuhren. Da sollen sie den Neid